Das ist meine Skulptur Kopfüber. Sie soll motivieren, sich ins Leben hineinzustürzen und auch gerne mal ins kalte Wasser. Kopfüber hinein. Das ist auch das Motto von Brigitte Gattinger. Ihr neuer Lebensmittelpunkt? Die Kettensäge. Das ist ein absoluter Flow. Für mich ist es Freiheit pur, die Kettensäge anzuschmeißen, mir zu überlegen, was ist in diesem Stamm für mich drin. Da sehe ich jetzt eine kleine, schmale Meerjungfrau. Wassermänner und Seejungfrauen sind zurzeit Brigittes Lieblingsthemen. Das hätte sie sich vor rund 40 Jahren nicht träumen lassen. Da lernte sie zuerst Hotelfachfrau, dann kam Vertrieb, Marketing und schließlich PR und Kommunikation. Und nun eine komplette Neuorientierung. Was vor 20 Jahren als Hobby begann, soll jetzt ihr neuer Beruf werden. Kettensägenkunst. Ich sag mal, Corona war für mich einfach ein Rüttelpult. Bin ich da noch richtig in meiner Person? Ich meine, letztendlich werden wir ja alle älter. Und ist es nicht langsam mal Zeit, das zu tun, was einen begeistert, was man weiterreichen kann? Und bei mir ist es die Kettensäge. Ich habe da meine Leidenschaft gefunden. Und ja, das möchte ich gerne weitergeben. Deshalb kann man in Brigittes Werkstatt in Obermühlhausen Kettensägenkurse buchen. Heute kommt Constanze Pfaff aus Dießen. Die beiden kennen sich schon von früher, als Constanze eine Skulptur von Brigitte gekauft hat. Das Holz, ein Eibenstamm, hat Constanze schon vorher vorbeigebracht. Sie hat bereits eine konkrete Idee. Sie will daraus einen Flügel sägen, nach dem Vorbild eines Steinengels. Und Brigitte soll ihr zeigen, wie das geht. Die Eibe stand im Garten meiner Eltern. Und meine Eltern sind vor 2 Jahren sehr unerwartet kurz aufeinander gestorben. Und haben mir diesen Garten geschenkt und die Eibe musste leider raus. Und ich möchte jetzt einfach diesen Baumstamm mit einem Engel, der bei mir im Garten steht, mit diesem Flügel mit meinen Eltern verbinden und ins Wohnzimmer holen, damit sich dieser Kreis wieder schließt. Yes! Ich freue mich unglaublich, bin total gespannt, was da jetzt rauskommt, wie sich das anfühlt, wie sich diese Kettensäge anfühlt. Ich habe das erste Mal eine Kettensäge in der Hand. Doch bevor es losgeht, wird die Schutzkleidung angelegt. Eine feste Schnittschutzhose, Stahlkappen über die Schuhe und Helm mit Gehörschutz und Visier müssen sein. Wichtig zu wissen ist bei der Maschine, rein wie raus. Nie die Maschine im Holz ausgehen lassen, immer Vollgas. Und wenn irgendwas ist, geben einfach mit der Maschine wieder zurück. Einfach Knöpfchen. Der erste Schnitt an einem Probestamm. Jawohl! Cool, super. Erste Scheibe. Die erste Scheibe. Es ist schwer, das unterschätzt man. Ja, und spannend natürlich, weil man hier Angst hat, dass man Fehler macht. Schnur. Doch Brigitte hilft und zeichnet die Form schon einmal an. Machen wir es auch hier. Dann haben wir eine Orientierung, wo ist die Mitte? Und von der Mitte aus gestaltet sich dann der Flügel. Brigitte macht zuerst eine Seite vor. Beide tragen Masken unter dem Visier, denn der Holzstaub der Eibe kann die Schleimhäute reizen. Schneid einfach mal dieses Stück ab. Okay. Die Motorsäge wiegt 4 Kilo. Die Arme sollen gestreckt sein. Alles gar nicht so einfach. Super. Das ist jetzt schon toll. Absolut. Genau. Kurze Gymnastik, denn das Sägen geht ganz schön in Arme und Rücken. Du hast aber jetzt losgelegt. Der Maske und dann atmen und dann beschlägt's oben und dann konzentrierst du dich. Also ich bin jetzt schon patschnass, das merke ich, das macht jetzt was. Also da ist das Sägen jetzt, glaube ich, nicht so schwierig wie das Atmen. Aber geht. Ja, klar, geht alles. Trotz der Anstrengung will Constanze gleich weitermachen. 3 Stunden dauert der Kettensägenkurs bei Brigitte Gattinger.
Auch nebenan wird hart gearbeitet. Valentin Koch ist der einzige ausgebildete Schreiner in der Gemeinschaftswerkstatt hier. Er macht Surfbretter und baut mit seinen Kunden Möbel. Klaus Wanner ist Maschinenbauingenieur und fertigt sich mit Riemen aus leichtem Rotzedernholz in vielen 100 Arbeitsstunden ein Stand-up-Paddleboard. Brigitte Gattinger hat einen Zukunftstraum, wie man hier zusammen mit allen Holzgestaltern ein Projekt aufbauen könnte. Die Vision ist die, dass ich diese Gemeinschaftswerkstatt als idealen Ausgangspunkt sehe, um Menschen, die stark mit dem Kopf arbeiten, in die Vorzüge des Handarbeitens quasi reinziehen kann. Und dieses Miteinander finde ich genial. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch die Musik der Zukunft ist, dass einfach viel mehr Austausch auch stattfindet, sodass die Werkstatt oder die Handwerker viel mehr Bezug zu ihren Kunden bekommen und umgekehrt. Unter Brigittes Führung ist Constanze schon ein ganzes Stück weitergekommen. Sie hat gelernt, wie sich auch mit der Spitze der kleinen Motorsäge klare Konturen herausarbeiten lassen. Stück für Stück schälen sich langsam die Umrisse der Federn aus dem Eibenstamm. Super. Einfach was Neues machen, sich etwas trauen. Das ist nicht nur Brigittes Credo. Im nahen Utting am Ammersee repariert Brigitte Gattingers Ehemann Klaus sein über 100 Jahre altes Holzschiff, mit dem er früher Team-Events durchführte. An Bord des Mahagonischiffs gibt es für Klaus viel zu tun, denn unglücklicherweise sank der stolze Zweimaster mit dem Namen Sir Shackleton 2020 durch einen Defekt auf 7 Meter Tiefe. Mit Hilfe von Crowdfunding-Spenden und vielen Helfern konnte das Segelboot wieder geborgen werden und wird seitdem instand gesetzt. Denn das Schiff soll Klaus Gattingers neue Zukunft werden. Ich bin bisher unterwegs gewesen als Trainer und Coach für Führungskräfteentwicklung und auch im Bereich Vertrieb, Verhandlungstrainings. Und das ist jetzt auch gut. So, das habe ich jetzt fast 30 Jahre lang gemacht. Und Segeln war schon immer irgendwo mein Thema. Das Schiff jetzt mit der Renovierung nach dem Untergang war schon auch der Auslöser zu sagen, ja, okay gut, worum soll es denn gehen jetzt in der Zukunft? Und da steht Segeln ganz, ganz vorne, weil ich es einfach wahnsinnig gern mache. Wir bieten an Mitsegelturns auf diesem Schiff. Ich stelle einfach nur fest, dass du eine ganz andere Lebensqualität hast, wenn du das tust, was du wahnsinnig gerne machst. Und ja, man kann auch damit sein Geld verdienen. Es ist nicht so viel, aber die Frage stellt sich auch, wie viel genau brauchst du eigentlich, damit du schön lebst, gut drauf bist? Das klappt schon. Und wenn es nicht klappt, machen wir was anderes. Weil wir haben schon so viel anders gemacht. Und wenn es nicht funktioniert, meine Güte, dann machst du halt wieder irgendwas anderes. Passt schon. Hallo, hier rollt deine Verstärkung an. Gott sei Dank. Du wirst sehnsüchtigst erwartet. Welcome on board. Bei der Renovierung arbeitet Brigitte gerne mit, so wie auch viele andere freiwillige Helfer, auch wenn sie selbst gar nicht so segelbegeistert ist wie ihr Mann. Schon in ein paar Wochen soll die Sir Shackleton wieder in See stechen. Die berufliche Neuorientierung der beiden wird von ihrem Freundeskreis gespannt verfolgt. Einige finden es toll, andere dagegen sehen die ganze Sache eher skeptisch. Doch das ist den Gattingers egal. Hi, Tochter. Hey, Süße. Hi. Ja, unbedingt. Komm. Die Reparaturarbeiten am Boot haben der Abiturientin so viel Spaß gemacht, dass sie nun eine Bootsbauerlehre in Utting macht. Und? Was hält Tochter Franzi nun von den Plänen ihrer Eltern? Das finde ich ist schön zu sehen, weil das auch ein bisschen Mut macht, dass man nicht immer gebunden ist an etwas, dass man auch nach einer Zeit noch was Neues entdecken kann und sein Leben komplett verändern kann, wenn man es will. Irgendwann wollen die Gattingers dann ganz davon leben können, dass sie ihre Leidenschaften weitergeben. Brigittes Kettensägenkurs geht langsam seinem Ende zu. Die Federn mit Grat sind schon zu erkennen, aber ganz ausgearbeitet sind sie noch nicht. Ich würde schon ganz gern noch ein bisschen weitermachen, vor allem weil man ja schon noch, der Baum gibt uns so viel. Und wir haben jetzt schon noch ein paar so Federn gesehen, die er uns schenkt und die machen wir dann weiter. Im Wohnzimmer stelle ich mir das dann eigentlich so vor, dass wir den Stativständer schräg anbohren und der Flügel dadurch die Dynamik kriegt, als wäre er im Flug.
Ja, die glänzenden Augen am Ende eines Kurses ist ja, schon ein richtiger Applaus. Wenn du nicht mutig bist, wenn du die Schritte nicht wagst, dann bleibst du immer das, was du bist. Von daher, mutig sein. Und kopfüber rein ins neue Leben.